So, hallo zusammen. Hexers. Wir sind von Bären überfallen worden. Letztes Mal. Wir müssen untersuchen, was da passiert ist. Wir sind hier zum Krach zurückgekommen. Das war ein riesen Fest hier. Und dann kommen plötzlich 3 Bären. Und das ist das Resultat hier. Viele Tote. Oh, das habe ich ja. Und wir müssen untersuchen, was da passiert ist. Spuren suchen. Sherlock Holmes müssen wir spielen. Bissspuren, Klauenspuren, Knochenbrüche. Kaum zu sagen, woran er genau gestorben ist. Bär, was ist mit dir? Also gut. Was haben wir denn hier? Ein Bärenschädel, aber die Zunge ist kurz wie die eines Menschen. Das Maul riecht nach Met und nach etwas anderem, etwas Erdigem. Bären mögen Honig, bevor er fermentiert ist. Seltsam. Sag nicht, dass sie verwandelte Menschen. Etwas unter dem Fell. Eine Tätowierung wie eine Bärentatze. Alte Narbe ist wohl genäht worden. Sind da echt Magier am Werk, du? Halb Mensch, halb Bär. Wie ein Lykanthrop. Der Mond ist nicht voll, also hat etwas anderes die Verwandlung bewirkt. Vielleicht etwas zu essen oder zu trinken. Met mit erdiger Note. Ich sollte die Hörner, Humpen und Schüsseln untersuchen. Aha. Aha. Nicht das habe ich. Hörner, hier. Alle Hörner sind leer. Seris, hast du etwas gefunden? Nicht, Gut, weiterfahren. Bei jedem Tisch ist eine Schüssel. Met in diesem und nur Met. Ah, ist noch etwas. Drogo da. Der Skalde hat ausgespielt. Es hat wirklich viel verrumpelt. Ottrig. Mist, der ist ja noch ein Kind. Wer ist das? Der junge Lugos. Lugos. Die Bären haben ihn überrascht. Er hatte keine Chance. Der Lugos, du, der blaue junge Lugos. Sind wir ja auch noch unterwegs gewesen mit dem Hutti. Was ist mit dem Bär da? Ich will nicht untersuchen, hä? Was ist da am Boden? Ah, da. Was ist das? Ein Dolch. Ah, jetzt noch etwas. Erdiger Geruch im Bärenmaul. Etwas wie Pilze? Die Schüssel ist leer, aber der Geruch hängt in der Luft. Der kommt von woanders im Raum. So viele Wunden. Kaum erstaunlich, dass Halbjorn verblutet ist. Jetzt wollen da natürlich viele Leute Drachen üben, hä? Massakriert. Schwer zu sagen, wer das ist. Steingrim vielleicht. Ich weiss nicht, was wäre gewesen, wenn ich mit dem anderen mit wäre, anstatt der Cerisien würde helfen. Vielleicht wäre es etwas anderes. Ah, das ist eine Duftspur. Ah, dann gehen wir der nachher. Oh, was ist da hinten?
Met mit irgendeinem Pilz versetzt. Und Menschenblut. Ceres, Eine Wache hat gesehen, was passiert ist. Das waren keine Bären, sondern Menschen, die sich in Bären verwandeln. Berserker. Berserker. Berserker? Der Name des Galgen für Krieger, die sich in der Schlacht in Tiere verwandeln. Stoff für Sagen und Legenden. Aber es passt doch, nicht wahr? Fast. Es war eine Feier, keine Schlacht. Ich glaube, ich weiß, warum sie sich verwandelt haben. Es war der Met. Riech mal. Met mit Blut versetzt. Und mit noch etwas. Könnte ein Pilz sein, aber ich weiß nicht, was für einer. Fjord könnte uns helfen. Nur wenige Druiden kennen sich besser mit Kräutern aus. Kann nicht schaden. Ah. Okay. Wo ist der da oben? Welche Schande! Die schlimmste seit dem Roten Begräbnis. Ah, da, hä? Ja, Theo. Freya, unsere Mutter. Möge die See die Verräter holen. Freya, unsere Herrin. Darf ich kurz stören? Das hast du bereits. Was gibt's? Irgendjemand hat eines der Metfässer mit Blut und einem Kraut oder Pilz verunreinigt. Ceres meinte, Mal das Horn her. Ich kenne diesen Geruch. Ein Pilz. Mardrömme. haben Mardrömme denn irgendwas mit Berserkern zu tun? Ja, aber nur in den Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen. Darin heißt es, dass Krieger, die Mardrömme essen, sich im Kampfrausch in Monster verwandeln. Aber wie gesagt, das sind nur... Legenden, ich weiß. Aber es fällt mir leichter, an sowas zu glauben, als an irgendwelche Bären, die aus dem Nichts auftauchen. Ceres hat nicht gelogen. Du weißt gut über Pilze Bescheid. Das tue ich. Besonders, wenn sie den Geist beeinflussen, ihn beruhigen, Wachträume hervorrufen. Udalrik hat viele Jahre gelitten. Ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen. Zuerst mit Beten, dann mit Mohnmilch. Aber inzwischen ist er davon los, oder? So schnell geht das nicht. Aber wir werden es ihm abgewöhnen. Mardrömme. Nie gehört. Ihr auf dem Festland habt einen anderen Namen dafür. Psilocybin, glaube ich. Richtig. Bauern nehmen ihn, um Schmerzen zu lindern. Das hat Udalrik auch getan. Aber nur ein paar Mal. In großen Dosen rufen Psilocybin-Pilze Visionen und Albträume hervor. Ja, das letzte, wovon Udalrik noch mehr gebrauchen konnte. Danke für deine Hilfe. Blut und Mardrömer. Das Aroma von Menschenfleisch und einer Substanz, die Visionen hervorruft. Das könnte den Anfall verursacht haben. Vielleicht sogar die Verwandlung. Kann sein. Unwahrscheinlich, dass der Met erst in der Halle manipuliert wurde, vor so vielen Zeugen. Das stimmt. Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Das wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es passiert, bevor die Getränke nach oben gebracht wurden. Im Keller. Komm, vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Okay, Ceres, komm. Wir gehen schnüffeln. Cool. Okay. Wir müssen die Verräter schleunigst finden. Sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Glaubst du, sie würden Krach offen angreifen? Meinen Vater oder sich gegenseitig. Alte Skelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Ah, hier, der, hä?
wusste, es gibt Ärger. Es war alles viel zu ruhig. Seltsam. Das hat Arnwald auch gesagt. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Der Wunsch ist ihm erfüllt worden. Was habe ich da eigentlich ausgerüstet? Ah, das ist gut. Ich hoffe wirklich, dass Hjalmar etwas Sinnvolles macht und nicht nur auf einen Kampf aus ist. Entspann dich. Dein Bruder ist ungestüm, nicht dumm. Übrigens habe ich da noch gerade das Schwert montiert, das mir den Krach gegeben. Wir bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Komm, ich zeige es dir. Wenn die Series nicht mehr gegen reinreden. Oh, der Gestank. Ist das Wodka? Mahakama Schnaps. Da hat jemand mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Zum Glück hat Vater gerade andere Sorgen. Autsch! Direkt hinter dir. Da bin ich aber froh. Blut und Pilze. Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Scheiße. Der Schnaps! Da ist noch ein Ausgang hinter den Fässern. Aber sie sind zu schwer. Die kriegen wir nicht weg. Hab ich auch nicht vor. Schnell. Komm, Series, komm. Was ist da am Boden? Pilz. Oh, irgendjemand will uns das Wir Leben. hätten bei lebendigem Leibe verbrennen können. Da legt aber jemand großen Wert darauf, dass wir die Nachforschungen einstellen. Ist das ein Geheimgang? Nicht geheim, eher kaum benutzt. Als Hjalmar und ich noch klein waren, haben wir hier gespielt. Einmal, ach, die Vergangenheit. Magie. Ein Ort der Macht. Oh, cool. Fertigkeitspunkt. Dankeschön. Oh, ein Pferdle. Ein Holzpferdle. Wenn ich den Brandstifter erwische... Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. Okay. Rot. Sind wir da noch ein bisschen lauter? Sonst durch. Die wilde Jagd, das haben wir schon gelesen. Das kennen wir schon. Ich komme gerade Zeris. Ich muss da heute ein bisschen mein Schnapsvorrat auffrischen. Oh, cool. Balladen und Hymnen, ja, das haben wir auch schon gelesen.
So, da kann ich feierlich mein Vorrat aufstocken, du Botzei. Blütenblätter, weißer Myrte. Dörrobst. Essig. Holzerriss, wir gehen weiter. Oh, Wasserflaschen, du, Wasserflaschen. Da sage ich ja nicht nein. Veganischer Kräuterschnaps. Ja, ich muss halt da heute ein bisschen lauten, weil, ja, wenn ich schon da vorbeikomme. Die Möglichkeit gibt es auch nicht manchmal so viel Schnaps gerade. Pizza müssen wir hier einkaufen, aber ich wollte dort oben durchschauen, oder? Dort da oben durch wirklich noch schauen. Ah nein, da bin ich schon gewesen. Oder nicht? Also Holzerriss, da unten durch. Schätzeböhni. Hast du da nicht die Tür auf? Serriss? Wie kommen wir jetzt da rein? Wir sind mit dem Art. Da, wie kommen wir dort rein? Komisch, komisch. Da oben durch. Nein, wir müssen da durch. Ah, mit den Hexersinnen, natürlich. Natürlich. Natürlich, natürlich. Ah, da am Boden. Aha. Da ist jemand durch den Met gelaufen. Sporen. Super. Spuren von Met. Bessere Spuren gibt es nicht. Klebrig vom Met. Aha. Die Spur bricht ab. Wir müssen einen anderen Hinweis finden, dem wir folgen können. Aber er war in Eile. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Was denn? Anwalts Tunika. Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit den Bediensteten gesehen. Los! Oh. Arnwald. Aha. Da ist der Mine plötzlich da. Schau, da ist er! Nimm dir ein Pferd. Wir reiten ihm nach. Oh, oh. Anwalt!
Stopp, verdammt! Er wird nicht auf dich hören. Wenn ich den erwische! Du hast keine Chance. Das werden wir ja sehen. Aha. Erwischt! Halt! Warum hast du sie verraten? Rede, oder ich beende es. Kein Ankret sollte jemals auf Skelliges Thron sitzen. Ich kenne euch besser als jeder andere. Ihr seid heißblütig, unverantwortlich. Skellige braucht Stabilität. Einen starken König. Keinen, wie ihn die betrunkenen Jarls wählen. Interessant. Das höre ich von dir zum ersten Mal. Aber ich weiß, wer genau das Gleiche sagt. Es ist Birna Bran, nicht wahr? Du warst nie ein guter Lügner, Arnwald. Warum hat sie das getan? Das ist doch klar. Sie wollte die anderen Thronanwärter loswerden und dabei unseren Clan in Verruf bringen. Wenn sie Erfolg gehabt hätte, wäre Svanrik der einzige verbliebene Anwärter auf Skelliges Thron gewesen. Wir brauchen einen Beweis. Unser Wort gegen Birnas, das reicht nicht. Anwalt, hilf uns, dann wird Vater dir einen ehrenhaften Tod gewähren. Dafür sorge ich. Ich habe Briefe von ihr. Mit Anweisungen, wie der Met zu vergiften ist. Aber sie hat nicht unterschrieben und es gibt kein Siegel. Wird das reichen? Muss es. Wir sollten nicht zögern. Zeit, die Jarls zu versammeln. Ich habe die Jarls im Rat versammelt, wie du verlangtest, Cerys Ankret. Du behauptest zu wissen, wer hinter dem Massaker von Kertrolde steckt. Also sprich. Das Blut der Söhne und Töchter Skelliges. Wessen Hand befleckt es? Die von Birna Bran. Die Kleine ist verrückt. Denkst du, dass dir jemand glaubt? Du hast veranlasst, dass den Berserkern vergifteter Met serviert wurde. Wie bitte? Ich befehlige doch nicht die Dienerschaft von Kertrolde. Dein Vater hat das Fest ausgerichtet und die Gäste versammelt. Da ist was dran. Hast du einen Beweis für deine Anschuldigung? Ich habe sogar einen Zeugen. Arnwald? Cerys spricht die Wahrheit. Birna hat mir befohlen, den Met zu vergiften, als Cerys und der Hexer in den Keller gingen. Du hast uns verraten? Den Clan, der dich aufgenommen hat? Gute Leute, das ist ein Diener der Ankret, ein Lakai. Er sagt, was man ihm zu sagen befiehlt. Er würde lügen, selbst wenn es ihn den Kopf kosten sollte. Birna sagt die Wahrheit. Arnwald dient auf Kertrolde, seit ich denken kann. Treu wie ein Hund. Ja. Ich habe noch einen Beweis. Einen Brief von Birna an Arnwald. Mit Anweisungen, wie der Met zu präparieren ist. Der trägt weder meine Unterschrift noch mein Siegel. Aber das Pergament ist von Parfum durchdrungen. Der Duft ist sehr stark. Man kann ihn immer noch riechen. Das soll dein Beweis sein, Mädchen? Das nennst du einen Beleg für meinen angeblichen Verrat? Wie amüsant. Birna hat recht, Cerys. Das ist ein bisschen mager als Beweis für ein Verbrechen. Leider hat dein Bruder Chalmar auch noch nichts gefunden, was die Familienehre wiederherstellen könnte. Uns bleibt nur noch eins. Holger, Lugos, es ist Zeit, dass wir diese verdammte Burg verlassen. Kommt, wir müssen die Strafe für den Clan Ankret bestimmen. Ihr macht einen riesengroßen Fehler. Sei still, Streuner. Halt! Mutter! Du hast mich vor dem Fest aus der Halle geschickt. Warum? Sohn, nicht jetzt. Warum hast du das getan? Wie konntest du es wissen? Wie? Du schweigst also. Ihr habt Cerys nicht geglaubt.
Ihr habt dem Hexer nicht geglaubt. Aber ihr müsst einem Sohn glauben, der die eigene Mutter beschuldigt. Das Massaker war ihr Werk. Sie hat Schande über sich gebracht, über mich, über die Familie, den Clan. Svanrik, ich habe es für dich getan. Nur für dich. Du bekennst also die Tat. Als Ältester der Jarls wasche ich den Namen des Clans Ankret rein. Und dich, Birna, verurteile ich zum Tode. Du sollst an einen Felsen gekettet Hunger und Durstes sterben. Und die Seevögel sollen deine Überreste fressen. Birna war machthungrig, das wusste ich. Aber dass er ein solches Verbrechen begehen würde. Und Svanrik? Was wird aus ihm? Er wird seine Heimat verlieren, seinen Namen, seine Ehre. Er wird das Exil wählen. Oder den Tod. Genug. Was immer kommen mag, wir müssen durchhalten. Danke dir, Geralt. Erneut. Das ist nicht nötig. Genug der Bescheidenheit. Dies ist ein Land der Helden. Das soll dich daran erinnern. Und jetzt reite ich nach Gedinate, zur Ratsversammlung der Jarls. Es ist an der Zeit, einen König zu wählen. Und was denkst du? Wer wird gewählt? Komm mit, dann erfährst du es. Es kann sein, dass alle auf dein Urteil hören. Ja, ich will schon gehen, aber nicht jetzt gerade. Vielleicht komme ich später nach. Das hoffe ich doch. Ebenso wie meine Kinder.